Smo v Koroškem deželnem muzeju, z nami je Sara Pan, dolgoletna novinarka, sicer zgodovinarka, danes pa znanstvena sodelavka muzeja. Tukaj sem smo prišli prvič seveda zaradi nenavadne situacije, ki se je zgodila z Peršmanovo domačijo, drugič pa zato, ker je tukaj ena zelo odmevna razstava Hinšaun, poglejmo, ki govori o koroških Slovencih. Sara, vi ste novinarka, poznate situacijo. Kako je sploh možno v teh ambivalentnih razmerah političnih, ki se kar naprej spreminjajo, da taka razstava sploh nastane? Pozdravljeni, najlepša hvala za obisk v Koroškem muzeju v Celovcu, profesor Božo Repe, pozdravljeni gledalke in gledalci. Veliko dejavnikov se mora poklopiti za tako razstavo, da nastane sploh na območju, kjer se koroške dežele v obdobju nacionalsocializma do zadnjih nekaj let ni obravnavalo oziroma se je vedno spominjanje na dogodke iz druge svetovne vojne potiskalo iz tako politike kot tudi iz javnosti. Najprej verjetno deželna vlada, ki je naklonjena celostni, tudi kritični obravnavi zgodovine, potem pa menjava vodstva, do katere je prišlo pred 2 letoma. Znanstveni direktor Koroškega muzeja v Celovcu Wolfgang Muhič je dal pobudo za nastanek ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne za to razstavo Hinšaun, poglejmo, Koroška in nacionalsocializem, tudi primerno temu v letu spominjanja. Peter Pirker, ki je znanstveni kurator ob Andreasu Krištofu in Ini Sattleger, pa je tisti, ki je vsebinsko odgovoren za nastanek tako obsežne in temeljite razstave, ki ne obravnava le zgodovine koroških Slovenk in Slovencev ter deportacije, veliko širše je zajeta zgodba, je pa zelo pomembno, da se končno na Koroškem obravnava tudi slovensko narodno skupnost, ki je bila iz tudi muzejske zgodovine do pred nedavnim izključena. Ja, vemo, politika se zelo hitro spremeni, tudi v Sloveniji tako, in potem se zamenjajo direktorji, tudi revizija zgodovine se obrne drugam, da rečemo tako. No, sedaj smo optimistični in to je pravzaprav trenutek, ko vi vodite po razstavi tudi v slovenščini. In vidimo, da so tukaj tudi slovenski, nemški in angleški podnapisi po celem muzeju. Se pravi, to je nek pozitiven duh, bi lahko rekli, ne glede na vse, kar se dogaja. Drži, pa nekako je tudi čas, da na Koroškem muzej kot izobraževalna kulturna ustanova tudi stopi v korak s časom kulturnih institucij drugod po svetu oziroma tudi pri nas v Evropi. Dobro, Sara, sedaj prepuščam besedo. Vam boste nekaj povedali o tej razstavi, in si jo bomo potem tudi mimogrede ogledali. V Koroškem muzeju v Celovcu je na ogled razstava v slovenščini, nemščini in v angleščini Hinšaun, poglejmo, Koroška in nacionalsocializem, ki obravnava različne tematske sklope. Med temi sklopi je potrebno izpostaviti pregon oziroma deportacijo koroških Slovencev iz leta 1942 ter tudi razvoj po drugi svetovni vojni slovenske skupnosti na Koroškem ter pomembne ločnice. V Koroškem muzeju v Celovcu si po njegovi temeljiti prenovi prizadevamo, da bi ta del razstave ob odporniškem partizanskem gibanju na Koroškem postal del stalne muzejske zbirke, ki je do sedaj seveda manjkala v celostni in kritični obravnavi zgodovinskih dogodkov iz 20. stoletja. Prav tako si muzej prizadeva, da zgledno stalno razstavo ob aktualnih razstavah pripravlja dvojezično, slovensko in nemško, in da bo tudi, nadejam se, v prihodnosti obstala ta možnost nudenja vodstev v slovenskem jeziku po različnih razstavah in ob različnih obletnicah, ki bomo v naslednjih letih v Koroškem muzeju v Celovcu pripravljali. To tudi pomeni, da se muzej odpira slovenski publiki, kar je navsezadnje tudi smoter povezovanja obmejnih pokrajin in dežel.
Prav tako si muzej pod vodstvom znanstvenega direktorja dr. Wolfganga Muhiča v naslednjem letu oziroma dveh prizadeva še za izgradnjo muzejskega paviljona na nekdanjem območju koncentracijskega delovnega taborišča Ljubelj sever-jug, podružnice znanega zloglasnega taborišča Mauthausen. Nadejam se, da nam bo tudi ta muzejski paviljon uspelo v doglednem času postaviti in bo tudi ne samo kraj spominjanja, dostojnega spominjanja na tedanje vojake, ujetnike, temveč tudi prostor učenja za nadaljne mlajše generacije, ker na Koroškem vemo, da se dobršni del naše skupne zgodovine pravzaprav ni nikoli temeljito obravnaval, je pa zdaj napočil čas mogoče tudi zato, da mlajše generacije spoznajo zgodovino dežele, pa tudi zgodovino svojih prednikov, starih staršev ali pa prastarih staršev, predvsem zato, da nekako bolj zavestno potem sprejemajo odločitve v izzivih njihovega vsakdana. The exhibition of Carinthian Slovenes, Hinschauen, poglejmo, has received great attention, especially in light of recent events in Carinthia. What motivated you to take such a demanding and sensitive topic? Ja, das Kärnten-Museum, also das Landesmuseum für Kärnten, stand vor der Herausforderung, anlässlich von 80 Jahre Ende des Nationalsozialismus, Befreiung vom Nationalsozialismus und Ende des Zweiten Weltkrieges eine Ausstellung zu konzipieren. Und meine Frage war, wie legen wir diese Ausstellung an? Es ist in den letzten Jahren sehr viel über Erinnerungskultur gesprochen worden, auch über das Bedürfnis nach Versöhnung, über das Bedürfnis von Anerkennung von vielen, vielen Opfern und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, in Kärnten ist es eigentlich nochmal notwendig, sich auf die historischen Ereignisse zurückzubeziehen, weil sehr viel im Unklaren gelassen worden ist, weil sehr viele wichtige Aspekte der Geschichte des Nationalsozialismus in Kärnten in der breiten Öffentlichkeit in einer Institution wie dem Museum noch nicht erzählt worden sind. Und ich habe mir angesehen, was in dem Haus an Ausstellungen geboten worden ist in den letzten Jahrzehnten, und da war eben diese eklatante Leerstelle offenkundig. Und deswegen haben wir uns entschieden, uns mit Aspekten des Nationalsozialismus noch einmal in der Zeit zu beschäftigen und zu zeigen, was an politischer Gewalt in Kärnten während dem Nationalsozialismus passiert ist und was auch an politischer Gewalt von Kärnten aus durchgeführt worden ist. Ja. Weil viele Täter aus Kärnten, NS-Täter aus Kärnten, sind in der Kärntner Öffentlichkeit kaum bekannt. Viele Verbrechen, die begangen worden sind, sind nicht im Bewusstsein der Bevölkerung. Und wenn man über Erinnerungskultur sprechen will, dann ist es, glaube ich, notwendig, zu den historischen Ereignissen auch zurückzukehren. Ja? Und nicht sozusagen losgelöst von dem, was historisch passiert ist, irgendwie Erinnerungskultur auszuverhandeln. Ja? Das ist alles dann viel zu beliebig und viel zu vage und viel zu festlich. Ja? Wir müssen uns, glaube ich, mit den historischen Ereignissen noch einmal genau beschäftigen. Das ist in Kärnten zu wenig passiert. Well, you specialize in minority issues in general. Classical terminology still largely following the law in Slovenia, Austria and other countries, other European countries, distinguish between so-called autochthonous minorities and the other economic immigrants, political immigrants, and so on. How do you feel, how do you see this distinction? Yes, von einem historischen Standpunkt aus muss man sozusagen im Kontext des Nationalsozialismus sich in Kärnten natürlich mit der autochthonen Volksgruppe der Kärntner Slowenen und Sloweninnen beschäftigen, weil sie historisch gesehen zum Gegenstand sozusagen dieser nationalsozialistischen, völkischen
deutschvölkischen Politik geworden sind. Ja. Und dann aber sich auch gegen diese politische Gewalt durch den völkischen Deutschnationalismus in Kärnten mit Widerstand gewehrt haben. Ja. Also das ist sozusagen ein historischer Ausgangspunkt, der natürlich ganz klar verknüpft ist mit der autochthonen Minderheit. Ja. Und dann auch nach 1945 die Abgrenzung gegenüber dem NS-Regime durch die Betonung und Festschreibung der Rechte der autochthonen Minderheit. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Zugleich sehen wir aber auch, dass es Minderheiten, gesellschaftliche Minderheiten gibt und gegeben hat, die ebenfalls von den Nationalsozialisten massiv verfolgt worden sind, zum Beispiel homosexuelle Menschen oder Menschen, die sozial randständig gewesen sind oder Menschen, die behindert waren. Ja. Das sind auch sozusagen, wenn man so will, gesellschaftliche Minderheiten. Ja, und ich würde sozusagen beide Formen von Minderheiten als wichtige Ansatzpunkte für die Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus, aber auch für die Erinnerungskultur sehen. Und man sollte sie nicht irgendwie gegeneinander stellen, sondern ich glaube, dass es notwendig ist, Minderheiten immer stärker auch zu betrachten aus der Perspektive von Diskriminierung. Also wo gibt es Diskriminierung? Ja? Es gibt immer noch, wenn man so will, auch Diskriminierung von Kärntner Sloweninnen und Sloweninnen. Wir haben das gerade bei diesem Polizeieinsatz am Berschmannhof erlebt, dass der Versuch, die slowenische Sprache anzuwenden in einer Amtshandlung nicht erlaubt worden ist oder nicht möglich gewesen ist. Das ist eine Form von Diskriminierung. Wir sehen aber auch, dass in der gegenwärtigen Gesellschaft andere Minderheiten, gesellschaftliche Minderheiten diskriminiert werden oder nicht sozusagen ihre gleichen Rechte verwirklichen können. Das versuchen wir auch im Landesmuseum zu artikulieren und zu zeigen. Wir hatten zum Beispiel im Mai und Juni eine Ausstellung über die Rechte von homosexuellen, Transgender-Personen und also sexuellen Minderheiten gehabt. Und diese Ausstellung hat auch gezeigt, wie die Diskriminierung im Nationalsozialismus geschehen ist, aber auch, dass es nach 1945, nach dem Nationalsozialismus, Kontinuitäten in der Diskriminierung gegeben hat. Ich denke, dass diese Diskriminierungen, egal ob sie autochthone Minderheiten betreffen oder gesellschaftliche Minderheiten, zum Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung gemacht werden müssen und auch hier im Museum verhandelt werden müssen. Denn ein Museum ist ein Ort der Auseinandersetzung, ein Ort der Diskussion. Well, this leads us to another question. The number of Carinthian Slovenes has drastically declined, we know, over the last century. So demographically, they no longer pose a threat to German majority. Slovenia is also a small state compared with former Yugoslavia, often prioritize bilateral relations with Austria over minority interests and so on. A few years ago, well-known Corinthian lawyer Rudy Vogt stated in an interview, I quote, "We exist only as a folkloric element to transmit cultural patterns." Does this exhibition reflects this mentality, or what situation, or you try to go beyond of it? Zunächst mal zu dem Bedrohungsbild, ja, das die slowenische Volksgruppe in Kärnten für die angeblichen Deutschkärntner bilden würde oder Slowenien oder Jugoslawien gebildet hat. Dieses Bedrohungsbild war ja nach 1945 in Wirklichkeit eine Methode von Menschen, von Personen in Kärnten, die tief in die Gewalt des Nationalsozialismus verstrickt gewesen sind, um genau diese Gewalt aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zu verdrängen und ihre eigene Beteiligung unter den Teppich zu kehren. Also das war eine Methode, um sozusagen eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, eine kritische Auseinandersetzung zu vermeiden. Das ist mal das eine. Und wir versuchen in dieser Ausstellung, diese Methode zu durchbrechen. Ja. Und das Zweite ist, dass wir in dieser Ausstellung keinen kulturellen Ansatz gewählt haben. Wir haben auch keinen identitätspolitischen Ansatz gewählt, sondern wir haben einen Ansatz gewählt, der demokratiepolitisch orientiert ist und klar antifaschistisch orientiert ist. Und die Frage, die uns in dieser Ausstellung bewegt und vor allem hier in diesem Kapitel ist, wie ist 1945, also nach der Niederlage des Nationalsozialismus, nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, mit den Kärntner Slowenen und Sloweninnen umgegangen worden in Kärnten. Und da muss man sagen, dass es
im Herbst 1945 ja, eine sehr klare und sehr eindeutige und sehr starke Abgrenzung gegenüber dem Nationalsozialismus gegeben hat und gegenüber diesen volkspolitischen Gruppenkonzepten ja, der Ethnisierung von Menschen, ja, nämlich durch die Einführung der zweisprachigen Volksschule im gesamten gemischtsprachigen Gebiet wurde sozusagen diese Gruppenfixierung, diese Gruppenidentifizierung aufgelöst. Gleicher Unterricht für alle Menschen in 2 Sprachen. Ja. Eine großartige Idee, die genau das Gegenteil gewesen ist von dem, was der Nationalsozialismus gemacht hat. Und dann schauen wir uns an, wie wurde mit dieser Abgrenzung weiter umgegangen in der Folge. Und wir sehen, dass es eine Doppelbewegung gegeben hat. Einerseits wurden diese antifaschistischen Prinzipien festgeschrieben, in Gesetzen, auch in Prozessen. Andererseits gab es sehr bald eine starke Gegenbewegung, ja, die diese antifaschistischen Abgrenzungen versucht hat abzuschwächen, zu unterminieren, zurückzubauen. Und diese Bewegung findet sehr stark ab den späten 1940er, in den 1950er Jahren statt. Und sie ist, das muss man auch sagen, ein Element der Demokratie. Warum? Weil Menschen, die diese Abgrenzungen gegenüber dem Faschismus und Nationalsozialismus nicht gut finden, nicht wichtig finden, nicht zentral finden, wieder politische Macht erlangt haben durch Wahlen. Ja, so kann man in Kärnten beobachten, dass vieles von dem, was 1945 an Antifaschismus formuliert worden ist und auch praktisch umgesetzt worden ist, in den 50er Jahren sukzessive zurückgeschraubt wird. Und wir sehen dann, dass es eben diese Doppelbewegung gibt, Kampf gegen die Umsetzung der Rechte der Kärntner Slowenen und Sloweninnen und dann Kampf um die Umsetzung dieser Rechte. Das ist die ganze Bewegung, die in den 60er, 70er Jahren in Kärnten zu beobachten ist und eine sehr harte Auseinandersetzung zum Teil gewesen ist, die aber letztlich dazu geführt hat, dass die Position der Kärntner Slowenen und Sloweninnen insgesamt schlechter geworden ist, schwächer geworden ist und dass die Rechte, die 1955 im Staatsvertrag festgeschrieben worden sind, nicht vollständig umgesetzt worden sind und dass es immer notwendig gewesen ist, mit demokratiepolitischen Mitteln, und das ist auch der Rechtsweg, notwendig gewesen ist, diese Rechte zu erkämpfen. Deswegen hantiert diese Ausstellung nicht mit kulturellen Konzepten und auch nicht mit identitätspolitischen Konzepten, sondern sie ist eine demokratiepolitische Ausstellung, eine antifaschistische Ausstellung, die zeigt, dass es immer notwendig ist, sich um die Rechte, um die Demokratie zu bemühen und ihre Verfassung, sozusagen die festgeschriebene Verfassung, Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist ein ständiger Prozess der Auseinandersetzung. Und in dieser Auseinandersetzung stehen wir auch gerade jetzt in dieser Zeit. Dr. Pirker, vielen Dank. Gut, danke.